Ja, hallo. Schön, dass Sie mir wieder folgen. Ich begrüße Sie heute zu der Folge. Nee, ich sage Ihnen erst einmal, wo ich bin. Ich befinde mich gerade auf dem Wallraffplatz. Ja, der Wallraffplatz wurde benannt nach Franz Ferdinand Wallraff, nee, Ferdinand Franz Wallraff. Und zwar auf Geheiß der Franzosen. Da sind wir schon wieder bei der Franzosen. Ne? Ja, das war 1780, nee, 1870. Nee, 1780. Irgendwie so um den Dreh rum. Machen wir keine Deu. Sagen wir 1800 liegt in der Mitte und das passt halt. Ja, was machen wir heute? Wie die meisten wissen, kommt kurz hinterm Wallraffplatz ein anderer Platz. Sollen wir uns den mal angucken? Ist nur ein bisschen windig, das rauscht jetzt. Jetzt habe ich Ihnen eigentlich zwei Plätze schon gezeigt. Das eine, das ist der Roncalli-Platz gewesen, der andere ist der Domvorplatz gewesen. Ja, Westseite. Ich begrüße Sie zur heutigen Folge, wie der Dom nach Köln kam. Na, dann gucken wir uns den Dom doch jetzt erstmal einfach an. Ja, diesen Anblick kennen die meisten von euch. Und zwar war das jetzt zum Schluss die Westfassade. Wir gehen jetzt gleich einmal drumherum. Zu der View komme ich gleich noch einmal. Was dem geübten Auge eigentlich gleich in den Auge fällt, ne, ist, dass hier die Figuren an der Westfassade unterschiedlich geputzt werden. Ne. So, man sieht hier die letzte, ne, die sind auch richtig schwarz, im Gegensatz zu denen da, die, ja, ich sag jetzt mal einfach, eine richtige Reinigungskraft haben, ne, während die hier vernachlässigt werden. Das ist eigentlich schon mal etwas, das könnte man dem Wölki mitteilen, finde ich, ne, so persönlich. Ne. Die Menschen, die hierher kommen, um sich das anzugucken, ne, bleiben vor dem Westportal stehen und gucken sich da, ja, die Figuren da an. Ne? So links 6, rechts 6 und in der Mitte eine Frau mit einem Kind und alle meinen, hurra, das ist jetzt in der Mitte das Maria und der Rest sind die 12 Apostel. Ne? Große Kuchen. Ist nicht. Weil, dann in der Mitte erzähle ich gleich. Und ja, die Außen, das sind nicht die 12 Apostel, sondern das sind sozusagen alles, ja, ehemalige Könige und sonst was. Ne? Irgendwie so. Ne? Muss ich noch mal im Geschichtsbuch gucken. Ich kann sie nicht im Einzelnen erklären. Ich glaube, der eine hieß Petrus. Ich bin geblitzt worden, habt ihr das mitbekommen? Der eine hieß Petrus, der andere hieß Pharos und nee, Paulus und oder waren das doch die 12 Apostel? Nichtsdestotrotz, das in der Mitte, das ist nicht die Maria mit dem Jesuskind, sondern das ist, ja, ihr werdet kaum glauben, das ist ja der Agrippina. Und was der da am Arm hat, ja, das ist ihr Vermächtnis vom Klüngelus. Ich wollte mit euch erstmal den Dom in Gänze angucken, ne? Also einmal drumherum, jupp, jetzt Jomme. Von der Westseite aus kommt man, wenn man einmal ja, rechts und dann links geht, kommt man auf die Südseite. Ne? Und an der Südseite sieht man ganz schön
Das da soll Benedikt darstellen, der 2005 hier einen Weltkirchentag abgehalten hat. Da vorne ist die Tafel von Papst Johannes Paul dem Schlag mich tot. Roncalli heißt er mit Nachnamen, nachdem dieser Platz hier benannt worden ist. Und das hier ist der Petrusbrunnen mit seinen 3 Löwen. So, das heißt, wir befinden uns auf der Südseite. Aber die Südseite ist nicht nur eine Seite, sondern die hat auch einen Eingang. Und den zeige ich euch jetzt. Wie ich sagte, die Südseite hat auch ein Südportal. Und das sehen wir jetzt hier. Das Südportal ist unterteilt in 3 Portalteile. So, und das machen wir von links nach rechts. Das ist das St. Ursula Portal. Das hier ist das Passionsportal und das ist das Gerionsportal. Und auf dem Passionsportal sehen Sie oben rechts so ein blaues Vögelchen auf weiß. Nee, so ein weißes Vögelchen auf blau. Und jetzt raten Sie mal, wer das hergestellt hat. Das sage ich Ihnen hier. Und zwar wurde hier dieses Südportal nach dem Weltkrieg nochmal neu restauriert. Von einem, ja, Steinhauer, Bildhauer namens Matern oder so ähnlich. Ja, und dieses kleine Stück, was Sie da sehen, hat sein Schüler gebaut bzw. zusammengesetzt. Und dessen Name? Josef Beuys. Der Dom hat in seiner Geschichte schon ganz viele berühmte Menschen gesehen. Beuys war nur einer davon, der hier mitgemacht hat. Sehr viele Dombaumeister haben hier am Dom ihre Spuren hinterlassen. Aber auch, ja, ich sag jetzt mal, Dinge, Elemente, die ja nichts mit dem Dom zu tun haben. Sie können sich mal informieren, wie viele Geißböcke allein es hier am Kölner Dom gibt. So, und das meiste davon wird in der Dombauhütte gefertigt oder restauriert. Und die Dombauhütte ist auch hier auf der Südseite, die zeige ich Ihnen jetzt. Das ist hier unten, ne? Und dann nehmen die sich dann so ein Steinchen, ne? Und dann ja, hauen die noch mit Hammer und Meißel, so wie es sich gehört, vor langer Zeit. Auf dem Stein rumkloppen die dann, ne? Bis der so aussieht, wie er soll. Ne? Und dann kommt er dahin, wo er hin muss. Ne? Ja, das macht mir in der Dombauhütte. Alles auf der Südseite. Jetzt gehen wir mal weiter und gucken mal so ein bisschen, was es denn da auf der Ostseite noch zu sehen gibt. Auf jemanden spielen würde und dann würde derjenige, der mit sehen, wenn ich in die Ostseite zeigen möchte, müsste ich für fliehen können, weil hier wird im Moment noch an der Philharmonie gebaut und deswegen haben die hier rundherum ja, alles zugemacht. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir einmal um den Dom rumschwingen und dass ich Ihnen dann noch die Südseite zeige. Nicht die Südseite, die Ost, nee, die Nord. Sagen wir, wo bin ich denn jetzt hier? Warte, jetzt muss ich mal überlegen, ganz schwer. Das ist Süd, das ist West. Ne? Gegenüber vom Süden ist der Nord. Also zeige ich Ihnen gleich die Nordseite. Ich versuche mal mit Fliegen. Ich genieße das übrigens im Tiefflug am Dom vorbei zu fliehen und dabei so ein bisschen vor mich her zu pfeifen. All diese Wasserspeier sieht man übrigens ja nicht so häufig. Zumindest nicht solche. Und, haben Sie erkannt? Das habe ich vorhin gesagt, der Geißbock am Dom, da oben war er. Und während ich jetzt hier so mal einmal um den Dom rumfliege, kann ich Ihnen ja schon mal ein bisschen was zur Geschichte erzählen. Die meisten meinen ja, es hätte erst 1248 mit dem Dom angefangen. Das ist zum Beispiel falsch. Dann gibt es wiederum andere, die sagen, ja, im Jahr 340 gab es hier die ersten Gebäude. Ja, es gab hier Gebäude, aber das war nicht die erste. Ja, die ganze Geschichte fing nämlich noch weitaus früher an. Und zwar fangen wir mal wieder bei den Römern an. Jetzt haben wir uns berühmte 2 Personen da. Ach, die Kamera hängt schief, weil ich muss das hier wegen dem Wind abdecken. Lassen wir das mal mit dem Wind abdecken, meine ich. Und zwar Klüngelus und das Agrippina. Ne? Wie ich in der Folge wieder rein nach Dürrenkamp bereits erwähnt habe, sind die 2 ja sozusagen hier zusammen rüber auf diese Seite des Rheins gekommen. Ne? Ja, und zu dem Zeitpunkt gab es hier noch keinen Dom, aber es gab hier eine Kultstätte.
Eine Kultstätte der Ubier, wo die Ubier dementsprechend, ach, ich setze mich mal ein Ründchen hin hier, ach, das ist ganz lecker. So, machen wir mal, ne? Wo die Ubier nämlich ihre Heiligkeit gehuldigt haben. Und diese Heiligkeit hieß Tollität. Die Geschichte der Tollität, die werde ich Ihnen irgendwann mal erklären. Das ist ein bisschen kompliziert, weil die Geschichte, die geht ungefähr ja, bis in die Anfänge unserer Zeit zurück. Auf jeden Fall haben die hier, an der Stelle, wo der Dom ist, diesem gehuldigt. Ja? Dazu gab es einen bestimmten Ritus. Ja? So, jetzt muss ich aber auch noch erklären, hier wo der Dom steht, ne, war damals so eine Erhöhung, beziehungsweise die haben wir ja auch heute noch. Und hinten, wo Alter Markt und Heumarkt ist, das habe ich ja in der... Musste noch mal ansetzen. Also da hinten, wo Alter Markt und Heumarkt ist, also der Speicher war vorne. Also ich muss den Speicher wegfahren. Hinten, wo Alter Markt und Heumarkt ist, das habe ich in der Folie, wie der Alter und der Heumarkt nach Köln kamen, erklärt, war damals eine Insel, die vom Rhein gewaschen war und ja, die von den Römern als Marktplatz gebraucht wurde. So, dann war hier, wie gesagt, war keine Insel oder es war so etwas Ähnliches wie eine Insel, aber eine Insel auf dem Festland. Das nennt man, glaube ich, Erhöhung oder Berg. Also bei uns in Köln kann man schon Berg dazu sagen, weil alles, was höher ist als 2 Meter, ist sozusagen in Köln schon Berg. Ne? So, dieser Berg, der war nicht mal eben so entstanden, sondern deswegen wurde hier auch, ich muss mal da Finger davor halten, damit er mich besser hört, der ist nicht mal eben so entstanden, ne? Sondern wie ich in der Folge, wie hieß sie, wie Köln nach Köln kam, die Kölner Bucht nach Köln kam, erzählt habe, hat das was mit Teer zu tun. Ne? Also Teer hat ja die Erde kollidiert und mit dem Kollidieren der Erde ist, jetzt werde ich hier schon von, ja, ich sage jetzt ja nichts mehr am besten, ich mache noch. Die Kölner Polizei hat ja heute eine Razzia gemacht, ne? Jeden diese sozusagen Drogenhändler hier, ne? Am Dom. Ne? Also du brauchst dich hier nicht lang verstecken, hier kriegst du trotzdem immer noch was. Egal ob da hinten die Schmier steht oder nicht. So, ich war dabei geblieben, Teer. Ne? Also Teer ist ja mit der Erde kollidiert und aus Teer und der Kollision der Erde sind, hätte ich beinahe gesagt, Sonne und Mond entstanden. Nein, sondern es sind entstanden Erde und Mond. Dadurch haben sich die Gezeiten gebildet, über die Gezeiten haben sich die Bakterien gebildet und aus den Kölschen Bakterien ist was ganz Besonderes entstanden. Habe ich Ihnen alles in der Folie, wie die Kölner Bucht nach Köln kam, erklärt. Brauche ich jetzt nicht drauf eingehen. Gut, so, Teilstücke von Teer sind ja in den Grüngürtel eingeschlagen und ja, ich habe Ihnen ja in der Folie, wie die Kölner Bucht nach Köln kam, diesen Tümpel gezeigt. Ne? Also da haben die Krater geschlagen, da ist da Wasser reingelaufen. Ne? So, andersherum sind auch Teile hierhin an den Rhein geflogen. Ne? Und jetzt wisst ihr, wie dieser Hügel hier entstanden ist, auf dem jetzt der Dom steht. Ne? Also ist was ganz Besonderes. Ne? So, das konnten die Ubier natürlich nicht wissen. Ne? Aber was die Ubier wussten, und das schon über Tausende von Jahren überliefert, ne? Also ich sage ja nur Tollität, ne? Hat denen das alles erzählt. Die wussten, dass der Ort hier was ganz Besonderes ist. Ne? Und ja, das Ritual, was die hier einmal jährlich abgehalten haben, war sozusagen, wir küren unsere Neubürger und ja, dann dürfen die hier mal auf diesem, ne, in der lauen Mondnacht ein Nümmerchen schieben. So, wer war irgendwann dran? Klüngelus und Agrippina. Ja, und als Klüngelus und Agrippina dann hier waren, wurde sozusagen, ja, das Fisternölchen erfunden. Beziehungsweise es entstand da, das hieß nämlich so. Das Kind von Agrippina und Klüngelus hieß Fisternölchen. Das war eine Mischung aus römisch und urkölschem Ubierdialekt und ja, das Wort machte gleich die Runde. Bei allen anderen, die davor und danach hier auf dem Dom, nicht auf dem Dom, sondern ne, auf dem Hügel. Ne? Dann kommen wir doch jetzt nochmal zu den Figürchen hier zurück. Beziehungsweise nicht zu allen, sondern zu dieser einen. Ne? Wie gesagt, die Touristen meinen, es wäre Maria mit dem Kind. Nein, das ist nach freier Überlieferung Agrippina mit dem Fisternölchen. Geht jetzt aber ganz vergessen vor lauter Geschichtsduselei. Ne? Zeige ich euch noch die Nordseite, soweit mir möglich. Ne? Ich stelle mich hier nur aufs Eck. Also hier haben wir auf der Westseite den Norddom. An jedem rum, das ist dann das Querschiff von der Nordseite.
Ja, und ganz da hinten runter, da ist dann das Domklosett, hätte ich beinahe gesagt. Da ist dann, da geht es runter in den Keller, in die Gewölbe. Ne? Man sagt ja immer hier in Köln, ne, solange sie da oben noch am Arbeiten sind, sieht man ja, ne, ist die Welt noch in Ordnung, weil sobald der Dom fertig ist, geht die Welt runter. Was wir natürlich bei all den Touristen und den Täubchen, die wir hier haben, nicht erleben wollen. Sondern lassen wir ruhig weiter da oben bauen. Solange die da oben bauen, ist auch für mich die Welt in Ordnung. Ja, also man sagt ja auch, oben sind sie noch am Bauen und unten machen sie schon Ausgrabungen, aber das ist halt Köln. Ne? Hier ist alles ein bisschen anders. Ne? Oder wie man so schön sagt, jetzt nächstes Karnevalsmotto, Köln steht auf dem Kopf. Können Sie mal sehen, auch ich. Ja, inzwischen ist der dicke Peter da oben im Einsatz, ne? Und ja, was man da ganz oben drauf sieht, haben wir hier einmal in klein, das nennt sich die Kreuzblume. Die Kreuzblume, die hier steht, die ist 1880 erschaffen worden, beziehungsweise ja, als Modell hier hingepackt worden, damit die Leute mal sehen, wie es da oben auf dem Dach des Domes aussieht. Aber wir waren ja bei der Geschichte des Domes und ich habe euch gerade das mit dem Fisternöllchen erzählt. Damit fing alles an. Ne? Und damit das Fisternöllchen nicht ganz so allein war, beziehungsweise auch ein Dach über den Kopf hatte, hat man dann hier gesagt, also seitens der Ubier, die zwei, die sind so gut, wir benennen jetzt diesen Ort um und machen ihn heilig. So, also haben sie hier aus ihrer Kultstätte freies Feld mit Steinen drumherum, ne, so ungefähr so, ne, haben sie dann ja die erste Hütte gebaut. Und das war der erste Vorläufer des heutigen Domes. Und das ist das, was sie im Jahr 340 gefunden haben. Ne? Beziehungsweise wo sie nachher gesagt haben, das wäre aus dem Jahr 340, was sie gefunden haben. Ne? So, machen wir einen Zeitsprung von 340 hoch nach 1248. Und da haben sie dann die Idee gehabt, wir bauen jetzt hier aus den Resten, die da sind, bauen wir eine richtige Kirche. Ne? So. Und die Kirche, die war erstmal nicht so groß gedacht wie das Teil, was da steht. Ne? Übrigens, der Kölner Dom ist seit 1996 Weltkulturerbe. Ne? Müsst ihr euch mal wegtun. Ne? Und war von 1880 bis 1884 das höchste Gebäude der Welt. Ne? So, jetzt haben wir so mal ein paar Fakten hinten angeschmissen. Ne? Ach ja, da sieht man Ordnungsamt. Die sind so heilig und am Beten, also da glaubst du gar nicht. Ne? Also, wenn du da falsch parkst und kein Knöllchen hast, hast du echt, ja, wahrscheinlich mehr Petrus als sonst was. Na, ist egal. Ne, apropos Petrus, ne, der Kölner Dom hat natürlich auch noch einen richtigen Namen. Ne? Hohe Domkirche zu, ja, keine Ahnung, Köln, glaube ich. Ne? Und ja, der Patronat davon, das ist uns lieben Petrus. Der, mit dem wir zu Karneval immer das Wetter verhandeln. Und wisst ihr auch Bescheid. Gut. 1248 wurde dann hier das erste kleine Querschiff gebaut. Ne? Also die erste kleine Links-Rechts-Kapelle. Ne? Also einmal links rum, einmal rechts rum, einmal durch die Mitte. Ne? Langhaus nennt man das. Ne? Und bums stand die erste Kapelle. Ne? So, da hat man dann eine Zeit lang dran weiter gefrickelt, ungefähr bis in das Ende 13. Jahrhundert. Und da hat man den Dress hingelegt. Weil ja, die Mittel sind ausgegangen, man hatte keinen mehr, der das Ganze finanziert hat. Die Finanzierung wurde dann erst übernommen ab 1780 von den Franzosen angestoßen über, ja, jetzt haltet euch fest, der nächste berühmte nach Joseph Beuys, Goethe, der unseren Kaiser Friedrich Wilhelm dazu überredet hat, hier den Bau des Domes endzufinanzieren. Hätten die damals gewusst, dass die noch ein paar hundert Jahre weiterbauen, hätten die deutsche Staatskasse wahrscheinlich nicht so. Aber gut, dass sie es gemacht haben und gut, dass sie es immer noch tun, weil jetzt kommen sie aus der Nummer nicht mehr raus. Ne? Schönen Gruß an Frau Merkel. Hier sind die Steuergelder richtig gut aufgehoben. Ja, und das ist das, was die Geschichte des Domes ausmacht. Ne? Und das ist das an Geschichte, was ich heute zusammengefasst habe unter dem Namen, wie der Kölner Dom nach Köln kam. Ich hoffe, Sie hatten Ihren Spaß. Ich hoffe, Sie haben ein klein bisschen was gelernt. Und ja, lehnen Sie sich wieder schlafen.